Das kann hier was werden. Ganz ehrlich, nun kommt ihr hier als Darth Vader auf die Bühne geflogen und sind völlig losgelöst von der Erde. Fast so laufend in der Zukunft. Also wir sind auch gespannt alle. Der Hannes macht das ja noch mittlerweile seit einigen Jahren. Man muss sagen, so in den letzten 30 Jahren hat sich der Karneval noch ein bisschen verändert. Ne? Ist einfach so. Heute haben wir Comedians. Früher war da Büttenredner, die haben in der Bütt gestanden. Ne? Brauchen die heute alles gar nicht. Die sprechen noch nicht mehr Kölsch. Also wenige nur noch Kölsch. Aber da haben wir uns gedacht, pass auf, wir machen das so. Wir kramen mal wieder so in dieser alten Kiste, wo die schönen alten Plätzchen drin sind. Und da haben wir ein Lied gefunden, was ich selbst überhaupt gar nicht kannte. Zumindest vom Vers nicht. Ja, das fällt mir immer noch schwer, deswegen muss ich das versuchen abzukriegen. Mancher hätt schon ganz nett Kölsch mit uns und auf Frisch sich zurecht, das ist doch kein Kunst. Doch ein Wort, Kot und Jod, kriegt man schlecht parat. Drum weht mit allem Mann, unsere Volke macht. Hey Leute, alle Mann, jetzt jedes etwa sag uns Blut, das ist doch gar nicht schwer. Sag uns Blut, ich garantiere dir, wenn ich euch nicht los aneinander ist, das ist Musikwert, die können die Lied schon mitsingen, die kennt ein jeder, aber das sind
richtige scheiße Jahr anzufangen. Aber ganz ehrlich, ja, jetzt ist er wieder da. Wir singen wieder die alten Lieder. Und ich möchte noch mal gerade einen kleinen Test machen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele gute Freunde und Familienmitglieder da sind. Aber könnte ich mal um Handzeichen bitten, wer noch nicht da war bei so einem Konzert hier? Alles gut, eine reicht 200, 300 bei das Wunderbar. So. Da muss ich euch erklären, es geht um Folgendes. Und zwar, jetzt war der alles, ich habe eben gesagt, über 30 Jahre Schein. Der hat 1970 angefangen, hier in der Pfarre. Und die Lüchsamen Karneval immer, Mensch, das ist doch prima, hier die 2 oder die 3 oder mit dem Scheiße, ja, die 2 Brüder. Das stimmt ja gar nicht. Ja, wir sind ja Vater und Sohn, also so gesehen. Ne? Also er ist der Vater, ich bin der Sohn. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich mache das natürlich noch keine 40 Jahre mit, so alt bin ich ja noch gar nicht. Ich habe aber genauso wie hier die Pencil, die Lotta eben habe ich da unten gestanden, ne, und habe das beobachtet, wie der Herr Vater auf der Bühne. Boah, habe ich immer gedacht, meine Güte nur eins habe ich nie verstanden. Sag ihm, Freund, der ist Psychologe und er sagt, wenn du Probleme mit irgendwas hast, dann musst du darüber reden. Jetzt nicht bei dir auf der Couch, weißt du? Dann sagst du, ja, gut, wir reden nicht ganz so gut. Aber ich versuche das jetzt mal Revue passieren zu lassen, was so in den letzten 50 Jahren so in mir vorgegangen ist. Also, so dramatisch. Er zieht sich jeden Abend eine Maske auf und er spielt, wie es den Karneval verlangt. An Fastenabend, ja, da hängt sie nicht zu lang. Er steht oben und ihr unten schaut ihn an. Er spielt wie Silvester, Tage, Ostermann. Doch was ich jetzt erzähle, keiner glauben kann. So, mein Vater zieht Frauenkleider an und tanzt über die Mein Vater sagt es noch immer an, ein Leben ich sag euch, ist dann noch normal. Ein Leben lang hör ich schon scheißegal. Das ist gut. Ich kann mir vorstellen, was ich da mitmache, ne? Aber ja, meine Hüfthalter bringt mich um, oder? Ja, das sind Berlin. Aber nee, du bist neidisch drauf, ne? Ja. Ihr habt alle gut lachen, ne? Und ich muss mir immer so eine Scheißdreck ausdenken. Dabei hatte ich eine schwere Kindheit. Kann meine Schwester bezeugen. Ich musste nämlich immer die Klamotte von der auftragen. Hör mal, wie Evi ist doch 4 Jahre jünger als du, oder? Ja, deshalb denke ich mir nie, wie er passt. Die ersten 5 Jahre bin ich nackig rumgelaufen. Aber ich muss euch eins sagen, irgendetwas ist ja daran hängen geblieben. Und das möchte ich euch jetzt erzählen. Musikalisch. Die Fürstin und entsetzlich lieb, die schon sind 14 klein, das Niederpass schon lang nicht mehr. Nüchtern. Die unrasierte
Seele und wir suchen unseren Hahn und den rufen wir jetzt gemeinsam, würde ich sagen. Wir machen das wirklich zusammen. Dann geht los. Oh, 1, 2, 3, 4. So leicht angeklungen, ne? Seit nunmehr, Heinz, wie viele Jahre sind es jetzt? 33 Jahre. Parodieren wir scheiße Jahr auf der Hohen Düsseldorf. Das ist schon wieder gut. Ja. Und 33 Jahre ist für einen Hahn viel. Dann ist es schon sehr alt, ne? Ja, dann zündete die Million, ne? Und der Höhe und die Million. Was ist das? Der Hahn. Achso, ja. Und da ist unserem Hahn beim letzten Mal auf dem Hof ein Fauxpas passiert. Fauxpas. Er sah einen weißen Blitz über den Hühnerhof flitzen. Er hat an seine Pflicht gedacht. Es droht die Spruche und was horret? Erst eine Runde, ich hab mich vertan. Hätte die endlich gesagt, mal Quatsch. So war das. Und seit dem Tag hat er Probleme auf dem Hühnerhof.
hatte nur noch Schuhe an. Unser Hahn ist tatsächlich auf eine Ente gelandet und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Hühner waren natürlich stinksauer, ist ja ganz klar, ne? Sind alle vom Hof, haben ihn quasi vertrieben und der Hahn setzt sich fest, weil all die Jahre war ich nicht genug für die Menschen. Und er hat sich gedacht, mein alter Freund, der Bob Marley, der hat doch mal schon richtig erkannt. Der hat gesagt, es gibt Hühner am Haus, dann ist die Welt schreien. No woman, no cry. Und der Hahn hat quasi gekrankt. No woman, no cry. Hey, Hühner, die schreien, singt und schwingen. No woman, no cry. Jetzt seht ihr mal. Tatsächlich, unser Hahn ist in einem Kölsch-Etablissement wieder gesehen worden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wir hören gar nicht in den Karneval. Wir waren eben bei der Zukunft und vor allem eben bei den ganzen schönen Erinnerungen, nicht so bei der Vergangenheit. Jetzt sagen wir, machen noch einen kleinen Exkurs mit euch und zwar, wir hätten wie die Osterhaus oder richtig Gemisch bei uns direkt mal in der Kölsch. Dann
so ein Stück, wenn man sagt, auf Still und Ablauf. Also, jetzt sehen wir das in einem Jahr oder zwei. Ne? Also, ich habe in manchen Sälen habe ich immer das Gefühl, die meisten wissen ja nicht, was das ist. Die werden alle vor. Aber nichtsdestotrotz, ich meine edler schöne Motto, Zukunft spitze was gut. Wenn damals der Ostermann die Spitze über Hütze nach so durchsingen wird, ne? Man könnte zusammen singen, aber nicht zusammen schwach, das ist ja klar. So, ganz klar. Das ist ein Jüngerlieschen. Das ist ja noch mehr gekommen. Das war der Minusschlüssel da. Nein, wenn zum Beispiel der Ostermann, ne, das Lied heutzutage singen würde, ne, da denke ich an da wird ein bisschen gehoppelt, so Pop und so jetzt. Denke ich an zum Beispiel, ihr kennt doch alle die Pfingststraße, Niedecken, ja genau, ja. Wolfgang Niedecken. Der Wolfgang Niedecken. Jemals, wenn die möchte, so hätte, dann hätte sich das folgendermaßen angehört. So manche Möschwurm flüchten. Es ist lang her, da ich sehr so und war ein Gott, echt wie Gott, und jetzt bin ich schmeckt's auch nicht, sind die leckeren Möschwurm. Ganz ehrlich, Bernsreich. Totaler Quatsch, ne? Von dann lang her ist wie lange her? Mein 18. Geburtstag ist rausgekommen. Vor 10 Jahren? 20. Eigentlich wollen sie ja witzig, ja? Okay, 30. So lange her, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, wenn wir heutzutage, ich muss ja immer wieder sagen, ich finde diese Liga einfach fantastisch. Das ist einfach schön, die zu hören. Und wenn jetzt heute so ein Ostermann noch leben würde der auch genau die gleichen Titel so schreiben? Sieht der genauso aus wie damals mit dem Brötchen, mit der Hannes Evans, mit dem Läckchen? Tja, wir haben für euch, jetzt müsst ihr euch anschauen, ihn haben wir heute Abend hier unseren modernen Ostermann. Waka, waka. Auf einem
Style heißt bei uns natürlich ganz klar. Jetzt muss man natürlich aufpassen, und zwar, wenn wir in der Session sind, also im Jugendzimmer bei uns in Köln, da sagen die Leute, oh, da musst du aufpassen, hier die moderne Korb, oder das ist ja, oh, weil die immer eine moderne Sache oder so jetzt. Das war aber immer schon so, auch schon zu Westermannszeiten. Und der Herr Willi hat das wunderbar mit folgenden Liedern geschrieben. Wie hätte doch können, singen in Art von Lauer, wie wollen Leben, hier am Resonanz. Doch ist man selber ziemlich im Mauer, und morgen Film oder Käse. Der fremde Korb, der ist Gott so verloren, als Alkohol, der schüttelt morgen Kopf. Geht vor sich bloß, die Grenz von Glück stößt einem jedes Mal die Heimat um. Ja, und wir haben sie so, ach, was war das früher schön, doch in Kolonia, wunderschön. Wenn der Franz genießt noch alle Kohlenschicht, alles muss ich werden. Wenn der Weg zur Erwin nach Kolonia, still freudig und ewig Herzenblutsche Weg. Good evening, ladies and gentlemen. I am proud to be here in the whole Holy Hall of the Cornelius Gefängnis. St. Maria ist im Gefängnis. Herr Bolz, man kann nicht ganz schlecht verstehen, was ist denn los? Aber versuchen wir doch mal, mit den Zähnen zu sprechen. Man will es jetzt sehen. I want to sing opera. I have a new opera. I have Ist der Opa da? from the cock and the chicken. Ja, der Schloss. Opa. Maestro das Fetting. Oh, was hast du gerade gesagt? Das Fetting. Was ist das denn? Englisch. Was ist das? Das Vorspiel. Nein, ich hab vor lauter Sorge kein Auge zugemacht und hab die ganze lange Nacht an dich gedacht. Es dreht die ganze Welt sich nur um mich herum. Ich hab überall gesucht, die Ente habe ich verblutet, wie konnt ich mich versehen? Ja, das durfte nicht geschehen, was von Tante Kokolores und das nur wegen Amor. Oh, oh, oh.
Ein Leben ohne Hahn geht's so wenig wie ein Leben ohne Hühner. Und sie mussten sich irgendwann wieder zusammenraffen und zusammenraufen. Doch bis es so weit war, noch ein wenig Zeit ins Land. Er wartet Wochen auf diesen Tag und tanzt vor Freude durch den Hühnerstall. Denn alle Hühner sind wieder da. Und es wird klasse wie im letzten Jahr. Vergessen hat er auch schon die Ente, wie ausgemacht. Hat seine Ruhe, macht keine Truhe, wer hat gedacht. Wieder da! Durch das Gedränge der ganzen Menge bahne ich mir den altbekannten Weg. Bin nur noch freier, stellt um die Eier. Und das gilt, solange es noch geht. Wo ich mal laut bin, wo Auto drauf sitzt, um durchzudrehen. Wo die Hühner warten, um mit uns zu starten und anzugehen durch Orgien an Tagen wie diese. Wird man sich schon endlich frei an Tagen wie diese. Schleppe ich so manches ein in dieser Nacht der Nächte. Bin ich der alte Hahn, gebe nur mein Bestes, es war scheiße, ja. Liebe Freunde, eine Vereinigung von Schöner Düsseldorf jetzt. Alle sieben in Capito. An Tagen wie diese wünscht man sich schon endlich frei. An Tagen wie diese schleppe ich so manches ein in dieser Nacht der Nächte. Bin ich der alte Hahn, gebe nur mein Bestes, es war scheiße, ja. Alles scheiße, ja. So kann es passieren, ne? An Tagen wie diesen. Und dabei hat der Hahn, der sich da vertan hat, der war sich ja keiner Schuld bewusst. Nein, er ist dann zu seiner Oberhelle Bertha und hat sie dann sehnsüchtig angefleht auf die Hilfe des Oberrichters. Nee, dass ich das noch erleben darf. Weil er sie sehnsüchtig angefleht und hat gesagt, bitte sag, was habe ich falsch gemacht? Bitte sag, was habe ich falsch gemacht? Du gingst fort und hast mir nichts gesagt. War es nur Liebelei? Oder war mein Einzug komm zurück und sei mir wieder gut. Komm zurück und mach mir neuen Mut.
mir wieder gut. Komm zurück und mach mir neue Mut. Dann wird alles wieder so, wie es mal war. Ich ruf nachher, denn mein Leben ist schwer. Ich versuch nachher, komm zurück zu mir. Bitte sag, was hab ich falsch gemacht? Du gehst fort und hast mir nichts gesagt. War es nur Liebelei? Ist alles schon vorbei? Komm zurück und sei mir wieder gut. Komm zurück und mach mir neue Mut. Dann wird alles wieder so, wie es mal war. Dann wird alles wieder so, wie es mal war. Dankeschön! Aber genau ist in Ordnung, ja. So, wir haben hier so mal ein klein bisschen Revue passieren lassen. Zukunft, Spiegelsalat Künst. Du weißt ja nie, ne? Der Ausdruck ist ja deswegen entstanden, weil im Jahr 2023 das Feldordnende Komitee 200 Jahre alt wird. Und dann sagen die 10 Jahre früher, Spiegelsalat Künst. Wir haben gesagt, also die richtigen Lieder, ne? Die richtigen Lieder, die haben es in der Vergangenheit. Und wir machen jetzt mal Folgendes, wir machen einen Test. Ihr alle kennt das jetzt. Ihr alle kennt auch noch den Steigers, kennt ihr den? Ja, genau, Steigers Trio. Wunderschön. Was haben die immer gesungen? Der schönste Platz. Was sind Sie denn hier? Ja, an der Theke ist der schönste Platz. Ich stehe so gerne dort, an diesem schönen Ort. Doch meine Pferde fliegen nicht so schnell hier fort. Geht's hier?
Wir gehen noch nicht nach Hause. Danke! Wann ist das schön? Wann ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, aufgehört! Wann ist das schön? Wann ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön.
aber ihr müsst noch mal bleiben. Nichtsdestotrotz, soll man einmal schunkeln, so wie der richtig schön schunkeln. Richtig schön, ja? So, ihr alle kennt noch die Geschichte, die uns immer wieder verfolgt, mit den Knallrune Partner. Ich denke, Tess und Ziel, nur
die den Stress der letzten 4 Wochen miterleben musste. Wie der Heinz schon gesagt hat, die letzten 3 Wochen waren ein richtiger Marathon, jeden Tag 4 bis 5 Stunden gebrochen. Und sie